Wir haben einen Punkt erreicht, wo wir einen guten Ausblick zu der Süd- und Westseite der Insel hatten. Ein weisses Boot ist mit grosser Geschwindigkeit auf die Insel zugefahren. Ich habe meinen Feldstecher vorgenommen und ihn am Johnny gegeben. Das ist die Yacht von dem Mann, der die Frau weggebracht hat. Das Schiff hat an einem kleinen Bootssteg angelegt und der Bärtig ist rausgesprungen. Mit grossen Schritten ist er über den Steg und den Hang aufgelaufen. Der Bärtig war eine Schlüsselfigur in dieser Sache. Wenn du da weitergehst, kommst du zu der Villa von McMullen. Ich muss zurück, sonst machen sich meine Eltern Sorgen. Ich habe mich beim Johnny für seine Hilfe bedankt und ihm grübelnd nachgeschaut, wie er ins Dorf zurückgelaufen ist. Hätte ich den McMullen über die Machenschaft vom Bärtigen informieren? Oder haben die beiden unter einer Decke gesteckt? Ich musste zu dieser Villa müssen. Ich bin mit dem Phantom hinter einem grossen Lavabrocken gehockt und habe zu der Villa von McMullen gestarrt. Das Haus hat völlig unbewohnt ausgesehen. Keine Fahrzeuge waren rum und nichts. Die Fensterläden waren zu und weder im Garten noch auf der grossen Terrasse hat sich jemand blicken lassen. Ich habe mich gebuckt. Höchstens 10 Meter von mir entfernt ist der Bärtig aufgetaucht und zum Strand runtergelaufen. Ich habe nicht gesehen, woher er gekommen ist. Im Gehen hat er ein Funkgerät aus der Tasche gezogen und auf die Sendetaste gedrückt. Ich habe seine Stimme gehört und erst jetzt ist mir aufgefallen, dass die tiefe Stimme im aufgezeichneten Funkspruch vom Schiff ihm gehört hat. Lass zu. Sie sagt, es dauert Ihnen ungefähr 1, vielleicht 2 Tage. Dann ist die Lage günstig und wir legen los. Bis dahin müssen wir schauen, dass nichts an die Öffentlichkeit dringt. Von unserem Versteck aus haben der Phantom und ich beobachtet, wie der Mann in seinem Boot abgefahren ist. Aber von wo ist der Mann gekommen? Vom Haus sicher nicht. Ich habe dem Wolf die Stelle gezeigt, wo der Mann gestanden ist. Sofort hat er die Fährte aufgenommen und hat mich ein Stück den Vulkan aufgeführt. Vor einer besonders scharfen Felskante ist der Phantom stehen geblieben und hat tief gebellt. Er hat eine Tür entdeckt. Deutlich habe ich die Linie gesehen, wo der Fels ausgeschnitten worden ist. Ich habe an der Felskante gezogen, aber sie hat sich keinen Millimeter bewegt. Vermutlich war die Tür nur mit einer Fernbedienung zu öffnen wie ein Garagentor. In meiner Notfalltasche hatte ich einen Apparat, der mittels Wellenlängen dazu dient, solche Türen zu öffnen. Das Tor hat sich als Ganzes vorgeschoben und dann hat es sich nach rechts geschwenkt. Mit der Taschenlampe habe ich in den dunklen Gang hinabgeleuchtet. Der Phantom hat sich an mir vorbeigedrängt und ist sofort in den Tunnel gerannt, wo in die erstarrte und verwitterte Lavamasse gehauen war.